euch. Ja, hallo Leute, ciao zusammen. Bin immer noch da. Ja, du bist noch da, Leute, ja, ich weiss. Wir sind hier vor dem Bin immer noch da. Rotadlerhöhe und gehen jetzt da so bei euch. Ich muss euch etwas sagen, ich habe Stimmspur richtig versaut einmal. Also ich tue jetzt das nachkommentieren und ja, ich probiere das einfach mal, oder? Ich hatte den Kopfhörer nicht gut eingesteckt gehabt und dann ist der Sound im Hintergrund auch noch gelaufen. Und es hat natürlich alles aufgenommen mit dem Mikro. Und ja, ich konnte es nicht brauchen. Es furchtbar tönt. So. Jetzt tue ich einfach ein bisschen nachkommentieren. Das ist jetzt für mich halt das erste Mal. Ja, mal schauen, wie das so tut. Jetzt bin ich da rumschleichen. Hirsch immer gesehen, dahinter. Ein Fell haben wir noch genommen. Hirsch, da haben sie den mit Mammutzähnen, wie sie den dort da, he? Hüstel. Ja, es ist so ungewöhnt, im Prinzip das nachzukommentieren. Gell? Heute ja. Dann habe ich noch probiert, ob ich da irgendwie hochkomme. Aber, ja. Okay. Und dann habe ich eine Falle gesehen. Kommen Sie. Ich kann euch schon sagen, es wird sehr spannend. Das ganze Ding ist recht lang. Ah, da habe ich ab dem Tattoo gestaunt. Es sieht heiß aus. Und auch da Rüstungen natürlich. Was ist das? Habe ich mich gefragt. Gell, ja. Was soll ich nehmen? Ist ein bisschen etwas tragen. Lass das. Pilze und Schädel. Alles Böse schleppe ich da mit mir rum. Du. Alles habe ich ihr gegeben. Da, weiter geht's. Ist noch schwierig, das also im Nachhinein zu kommentieren. Aber ich sage einfach gar nicht mehr viel. Und mich kann es ein bisschen flashen. Ich muss ja nicht gegen schwätzen. Bärenfall. Da wäre ich fast reingestanden. Da oben sind sie. Ah, Ings hat ihn verräumt. Wer ist vorne? Die Leute ja, mit ihrem Hammer. Das abgeschworene Zeug, das kann man einfach gut verkaufen.
Das Preis-Gewicht-Verhältnis ist relativ gut bei diesem Zeug. Giftrezept, Gesundheit. Oder das ist 6 Gewicht und kostet 100. Also das ist relativ, das Verhältnis ist gut zum Gewicht. Und der 11 für 145. Da habe ich einen Hebel gezogen, aber nichts gesehen, was sich bewegt hat. Ja, tu noch ein bisschen in die Luft boxen. Oh. Ah ja, dort ist noch Druckplatte am Boden. Am Schleichen, ganz vorsichtig bin ich da. Er ist mal ein bisschen anders, dort kann ich ein bisschen zurücklehnen und einen Schluck zu trinken nehmen. Ja. Ah ja, da bin ich rausgekommen und dann war es schon wieder Nacht. So. Dann habe ich gedacht, nee, also. Und dann wollte ich warten und konnte nicht warten, weil Feinde in der Nähe sind. Und dann bin ich gewartet. Ja, ich wollte nicht in der Nacht unterwegs sein, dann sehen wir die Feinde nicht. Das ist nicht so gäbig. So, da sind wir draussen. Ein Drachen habe ich dort gesehen, schwebt dort friedlich irgendwo. Was war das? Aha, irgendwo sind sie schon. Hier drüben! Bis ich ihn dort gesehen habe, ist er schon verräumt. Ah, dort oben ist auch noch einer. Was war das? Jetzt gehört ihr mir. Ich frage mich gerade, wieso dass mein Bogen nicht mehr... Weil ich habe den verzaubert mit einem Feuerzauber. Ist er eigentlich nicht mehr aufgeladen. Er ist auch nicht mehr aufgeladen, sonst würde sie brennen, wenn sie brechen. Ihr habt keine Chance. Hat noch einen irgendwo. Ich glaube, da rechts oben ist er, ja genau. Au! Genug. Aha. Aber kommst du jetzt denn mit den Leuten ja zu tun? Nicht mehr das Lederwasch. Dort ist einer das Nachtbremsel irgendwie. Gemütlich.
Die ist ab, die ist sich geheilt. Die. Gehört ihr mir? Hey, die Leute ja, halt einfach rein, das ist vom Strübsten mit dem Hammer, ehrlich. Hey, schlag, dann liegen die Käfer. Ich bin wieder mal schwer. Bin immer noch da. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja, dann kann ich das so Bags machen. In die nächste Folge kann ich das so Bags machen. Dann kann ich dort mehr tragen. Das ist mühsam sonst. Die Tattoos sehen einfach heiss aus. Puppe mit dem Kessel auf dem Gring. Ist da jemand? Ah, da ist jemand. Dort oben sind sie. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Oh, wenn sie noch mal brechen, weisst. Jetzt glaube ich, jetzt nehme ich nicht Schwert für, ja. Gnade, die sind im Winseln. Ich bringe euch um, wenn ich es muss. Ich hätte nur ein hübsches Gesicht. Jetzt ist da ein Verstecken hinter dem Mund. Der Donner ist sie. Ich töte euch an Ort und Stelle. Die Realität und andere Irrtümer. Ist cool. Ja, mitnehmen solltest du es auch noch, Kira. Sonst suchst du es dann her. Da ist noch Histe. Ja, es ist also nicht einfach, danach zu kommentieren. Ich weiss gar nicht, was ich da gross reden soll. Es ist einfach anders, als wenn man im Spielen ist. Dann einfach alles kommentieren. Aber ich sage einfach ein bisschen nichts. Das ist manchmal nicht schlecht. Au! Wie jammern sie sind. Da ist sie. Aua! Die tut mir fast ein bisschen leid.
Das war Gnade. Gut aus. Ah, das ist das Schwert des roten Drachen. Des roten Drachen, des roten Adlers. Das ist ein geiles Schwert. Verbrennt sie mit Feuer und so. Das sieht cool aus. Und ist auch gut. Radschlüssel zum Rotadlerturm. Ja, es ist recht gross jetzt da eigentlich noch. Und ich muss wieder einmal der Lydia etwas überbeamen. Ja, da habe ich probiert. Das ist ein heißes Schwert. Ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Kauplattenrüstung. Ihr geht vor, ich folge. Ah ja, stimmt, hier ist noch das Buch. Ah, das lese ich gerade heute vor. Das tue ich gerade vorlesen. Okay, das Ritual des Roten Adlers. Wenn ihr die Klinge in menschliches Blut getaucht habt, bietet sie zusammen mit eurer Opfergabe am Rebellengrab dar und sprecht dazu die folgenden Worte. Fürst Roter Adler, altehrwürdiger, erster und höchster unter den Bürgern von Reach, hört den Ruf eures Volkes. Immer noch kämpfen wir um unsere Freiheit. Immer noch sind unsere Klingen dunkel vor Blut. Richtet euren Blick auf uns und gebt uns von neuem euren Segen. Ich erneuere den alten Pakt. Wenn unser Land endlich frei ist, werden wir zurückkehren. Euer Schwert des Sieges in der Hand. Dann erhebt euch, großer Fürst, aus eurem geehrten Grab. Erhebt von neuem Anspruch auf euren gestohlenen Thron. Herrscht über uns, hoher Herr von Reach, für immer und ewig. Wir müssen tatsächlich den Fürst wieder erwecken. Der Faulan im Prinzip. Jetzt haben wir das Schwert. Hier bin ich noch auf den Thron gehockt. Ich will sagen, so, jetzt bin ich hier der King. Das ist natürlich eine schöne Aussicht von hier. Aber wir müssen jetzt den Fürger wecken dort. Ja, das Buch, die Legende des Roten Adlers, das Buch findet man hier überall irgendwie. Es ist auch, wenn man zufällig zum Beispiel daher kommt, oder dass man die Info vom Buch auch gerade hat, von der Geschichte. Ich gebe euch Deckung. Ah, da der Schlüssel, den ich vorhin am King abgenommen habe. Da liegt noch eins. Überall Blumen.
Ich habe ja hinten gerade eine Session gemacht, wo ich 4 Folgen aufgenommen habe. Und dann habe ich die gerade nacheinander aufgenommen. Bei der ersten Folge ist, also jetzt bei dieser da, beim 33, ich habe den Kopfhörer nicht gut eingesteckt. Das passiert mir auch nur einmal. Das tue ich dann gerne kontrollieren. Ich bin Ja, direkt Lydia, hinter euch. kannst du mal ein bisschen tragen, mein Lastessen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Dann mal los. Ja, der Balken in der Tür. Kira. Manchmal bin ich schon ein bisschen verpellt. Eigentlich schnell reisen, hä? Auf, kommen wir wieder. Ja, das Schwert zündet so an. So, da ist das Rebellengrab. Ich bin direkt hinter euch. Jetzt müssen wir da das Schwert drin tun und dann geht die Tür auf dort hin. Ja, Kira, wenn du es wieder rausnimmst, geht die Tür wieder zu. Das heisst, du kannst nicht mit dem Schwert teilen. Schade, ich wollte nämlich jetzt ein bisschen probieren, wie das so tut. Aber ich kann es ja dann, wenn ich rausgehe, wieder mitnehmen. Da sind wir in der Gruft. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Ich habe noch ein bisschen Gift dran da. Wobei ich ja nicht weiss, ob das bei dem noch wirkt, das Gift.
Hat viel noch im Arsch gesteckt. Im Arsch. Im Popo, nicht gemeint. Aber ich habe mir es eigentlich schwieriger vorgestellt. Ist eigentlich recht gut gegangen. Jetzt kommt natürlich das obligatorische Looten noch. Plündern, was das Zeug hält. Überall die Schädel für meine Gruben. Die fühlt sich mittlerweile recht gut. Meine Knochengrube in Weisslauf. Ich gebe euch Deckung. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Darf schon mal etwas nehmen. Geht ihr voran. Geißel der Untoten. Die ist noch gäbig. Da tut alle Gerüste, Skelette verbrennen. Oh, ich bin schon wieder zu schwer. Ist furchtbar, ehrlich. Eben, ich kann dann Dings machen, dass ich mehr tragen kann. So. Und dann tue ich dann noch Ringe verzaubern, wo ich je 15 mehr tragen kann. Einer in der rechten Hand und einer in der linken Hand. Ja. Das ist schon gerade ein bisschen knapp hier, dann muss ich ihn da immer schieben. Das ist mühsam. Und verlieren gegen viel Zeit das natürlich, oder? So, da haben wir das. Das wäre die Legende des Roten Adlers gewesen. Schwertheimer. Und der Falan hat endlich seine Ruhe gefunden. Ja, und ich glaube, das wär's jetzt gewesen. Eben das nächste Mal, was habe ich da erzählt? Dass wir dort rübergehen. Und genau, das nächste Mal gehen wir zu der Cache. Im Schrein von Perite, irgendwie dort unten durch. Aber eben, ich gehe dort zuerst abladen. Und, ja. Also. Bis zum nächsten Mal. Und dann ist es dann wieder live. In dem Sinn. Okay, tschüss zusammen.